Guten Tag, ihr Leid. Ihr Leid, wir müssen da in die Dier. Wann sie auf ist. Oh, sie scheint, an der Tür ist ein Schloss. Für diese Tür zu dem Zimmer mit dem Klavier? Oh, ich kann sie aufschließen. Ah, sehr praktisch, sehr praktisch. Die Tür ist offen. Das ist immer richtig praktisch. Jetzt spare ich mal riesen Rundgang, weil, wer die letzte Folge geguckt hat, wir müssen so Silberteller finden. Und jetzt zwar noch 3 an der Zahl. Und wie es denn der Zufall so will, hat irgendein Ferkel so einen Teller als Aschenbecher genutzt. Ja, ja. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. Ja, jetzt. Ashley. Irgendwas ist mit diesem Aschenbecher. Ashley, something is with this Aschbecher. Ja, was denn? Hey. Machen mal sauber. Nimm daneben so Metalleimer, wo neben so steht. Ja, na gut. Das Entfernen der Kippen und der Asche enthüllt ein hübsches Vogelrelief. Oh. Wow, was ist das? Ich sagte es mir schon, dieser Aschenbecher stammt aus dem Zimmer des Butlers. Erhalten Teller mit fliegendem Vogel. So, gucke. Komm, jetzt gucken wir den natürlich auch noch an. Aber auf dem letzten Teller war ja nichts drauf irgendwie. Nee, das ist okay. Einfach nur, alles klar. Komm, wir haben gleich was zu lesen, ihr Leid. Damit wir wissen, wann er die letzte Folge nimm ich so im Kopf an, was los war. Was er macht. Ah, guck doch, der Wells. Ach, der Wells war der Butler. Wo ist er denn? Richard, Jesse, die, Benny, Eheleute, Verwandtschaft, Bekanntschaft. Ja, wo ist er denn? Ist gar nicht da. Warte mal. Oder war der noch links gehen? Ach, da. Ah, da ist eine Lawrence. Ah, da gucke. William Wells. Wells war bestimmt ein ausgezeichneter Butler, so organisiert und bedacht auf Sauberkeit, wie er war. Er war allem Anschein nach auch sehr nett und zu die und hat ihn mit dem gleichen Respekt behandelt wie die Erwachsenen. Es muss viel Arbeit gewesen sein, um sich um so ein großes Haus zu kümmern. So. Wells scheint außerdem sehr genau kontrolliert zu haben, wer sein Zimmer betritt. Wahrscheinlich, weil er dort die Schlüssel zu allen anderen Zimmern aufbewahrte. Er hat seine Arbeit sehr ernst genommen. Aller gut, dann wissen wir über die Wells. Und diese Teller suchen wir jetzt an. Also wo der Wells in seinem Zimmer hat. So. Jetzt bin ich natürlich... Jetzt weiß ich nicht, wo man weitermachen können. Warte mal. Wo waren wir noch gar nicht drin, oder? Ah doch, Ostflügelkorridor. Ah doch. Stimmt. Komm, wir gehen trotzdem mal hin. Vielleicht finden wir in dem Atelier noch was. War das da oben, das Atelier? Ist generell ein bisschen seltsam, ne? So, das Zimmer des... Komm, wir stellen den Teller gleich hin, dann haben wir den. Was wir haben wir. Und dann passt es auch. So, Teller, da drüben. Das hier ist das Corpus Delicti. 4 Teller. Alright. Wenn es so wichtig ist, dass sie zusammengehören, dann reihen wir sie mal auf. Wells würde sich bestimmt darüber freuen. Ja. Denke. Da muss ein... Was ist denn das hier eigentlich? Ich will mir das zumindest mal angucken. Silbergeschirr, das Regal mit dem Teller ist nicht auf der gleichen Höhe. Das ist ein bisschen tiefer, das habe ich gar nicht gesehen. Ist der Teller schwerer? Ah, vielleicht ist es so, dass das ober Dingens so macht oder so. Ich stelle jetzt den Teller einfach mal drauf, weißt du? Ich habe alle Teller, die wir hatten, auf das Regal gegeben, aber scheint, als wären das noch nicht alle gewesen. Wir haben 2 Teller gefunden, also muss noch einer übrig sein. Das ist wohl richtig. So. Ihr Leid, ihr Kinder. Okay. So, da hinten waren wir. So geht's hier weiter. Da ging's, glaube ich, also da ging's schon hinaus, aber die Tür war verschlossen. Das Atelier. Ich gucke mich nochmal in dem Atelier um. Aber da war eigentlich kein Teller. Nicht, dass ich einer gesehen hätte. Ach doch, wo die Schokolade drauf leiht. Doch, natürlich, die Schokolade leiht auf so einem Teller drauf. Guck. Teller mit Schokolade.
Auf dem Silberteller liegt Schokolade. Schau dir diesen Teller an. Ja, das ist einer aus Wells Silbergeschirr, das er so mochte. So, oh, guck mal, so Gläfächelchen. Ein pickender Vogel. All right. Guck mal da. Ich soll den dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Da ist etwas. Ein Bild lag unter dem silbernen Teller. This is. Das bist du. That's. She's. Das ist deine Mutter. Ach, jetzt hat sie Erinnerung, guck. Hurry, Ashley. Hide. Right. I remember who said that. It was Mom. The woman in the photo is your mother? That must mean the baby is... Dass du als Baby ein dickeres Gesicht hattest als deine Mutter. Yeah. It's me. It's a me. This must be Dad's Ashley. photo. Erhalten Foto von Mama. Werde ich mir jetzt gleich mal angucken, genauer. Weil... gibt ein Update zu der Mama. Mama, erzähl mir was, Mama. Mama ist gestorben, als ich 3 war. Ich weiß, dass sie Wissenschaftlerin war. Aber was war sie für ein Mensch? Jessica sagt, dass ich die Augen meiner Mutter habe. Ich kann mich an gar nichts von ihr erinnern. Mir wurde gesagt, dass mein Vater vor langer Zeit zusammen mit meiner Mutter gestorben ist. Wenn er noch lebt, tut sie es dann auch. Ich möchte sie wiedersehen. Ich möchte alles über sie wissen. Jetzt haben wir zumindest mal ein gescheites Foto von ihr, ne? Hatte man ja vorher noch nicht immer. Aber was ich eigentlich will, ist... Also, Moment. Da wusste ich es doch. Wir haben hier ein kleiner Silberteller mit dem Bild eines Jungvogels. Er dient im Atelier als Unterlage für eine Tafel Schokolade. Foto von Mama, das Mama und mich zeigt. Wahnsinn. Als ich noch ein Baby war. Sie war so hübsch. Sie hat diesen sanften Gesichtsausdruck, den ich aus meinen Träumen kenne. Ich werde ihr Gesicht nie vergessen. So, und jetzt gucken wir uns das an und gucken natürlich auf die Rückseite. Geht nicht. Kann es nicht drehen. Okay, dieses Foto ist eindimensional. Es hat keine Rückseite. Nun denn, schreiten wir zur Tat. Also, so, ich habe hier einen Teller von einem Jungvogel gerade gehabt, ne? Und ich würde nämlich sagen, wir nehmen jetzt erstmal alle Tellere. In Tel Aviv. Witz. Wandregal, so. Ja, 4 Teller. So, ja. Ich würde sie gerne alle erstmal nehmen, ne? So, gut. Erstmal alles ihnen gesagt, ne? Auf dem Regal befindet sich Silbergeschirr. Okay, den kann ich nicht nehmen. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen da jetzt einen Teller drauf. Und zwar, pass auf, wir haben singender, fliegender. Und was war das erste? Pickender Vogel. Ein kleiner Silberteller mit Bild eines Jungvogels. Also noch ein Jungvogel. Und das ist ein normaler Vogel. Das würde ich sagen, ist der zweite. Also ich sah jetzt einfach mal, ne? Pickender Vogel. Und ein singender Vogel. Einer fliegt nur links, einer fliegt nur rechts. Und ein fliegender Vogel. Okay. Der mache ich ganz links hier. Wow. Aha. Die Halterung hat sich gesenkt. Das muss eine Art Mechanismus sein. So. Und jetzt ist so einfach nur noch die 2 andere Dinger da. Ich würde sagen, die soll es sich angucken, ne? Also sprich, der Ende Dohi. Aha. Und der andere, dass die sich angucken, Dohi. Sieht. Aha! Es tut sich was? Jawohl! Yeah! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. What? Guck mal, da lag ein Dürren Döner Some sort drin. of puzzle all along? Das war die ganze Zeit eine Art Rätsel. There's Ja. something in there. Achso, wie erklären Sie, muss ich sogar nicht vorlesen. So, was haben wir dann dort drin? Ja, ich frage mich auch, was dort drin ist. Dann guck doch mal. Wand.
zusammengerolltes Papier. Wo ist das? Eine Karte der Villa? What? An der Stelle dieses Zimmers steht etwas geschrieben. Okay. Wenn du nicht weiter weißt, rufen mit Hilfe von L die Karte auf. Vielleicht entdeckst du so einen Hinweis. Ja, das ist leer. Okay, alles klar. Ich behaupte mal... How about this? So, ich sollte mir Notizen über alle interessanten Sachen machen, die ich finde. Wow, cool. Ach, guck mal du. Hat sich schon so viel. Foyer. Drawing Room. Wer ist Jessica? Die Brille. Die Brille hat es doch aber da außen gefunden. Hoppala. Hat Frannys Vater die Bilder gemalt? Ah, im Atelier. So, Butlers Room. Okay. Rechts, links, rechts, links. 13, 2, 6, 20. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir das nämlich genauso. Kann ich schon noch irgendwie zoomen oder so? Oh, warte mal, da gibt es noch einen Untergrund. Guck mal ans Arme. Oh, das ist einfach nur Keller. Okay. Erster Stock. Ah ja, schreibt es aber so. Frannys Room, Foyer. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen. Rechts, links, rechts, links. 13, 2, 6, 20. Halt. Was war dann das aber halt? Oh, da war X. Alles Türnotizen, also okay. 13, 2, 6, 20. So. Sieht aus, als hätte Wells sein Geschirr. Na, nicht das Geschirr. Der Tresor. 13, 2, 6, 20. Hey. D. No. Ja, hat er. So. Also rechts 13. Nach links, nach rechts. 15. 14, 13. Jetzt die 2. Ich hoffe, dass ich mich richtig erinnere. 1, 2. 13, 2. Rechts die 6. Na. Oh, Alter. Sechs und links die 20. 15. Laber nicht. How about... Ja, hopp, es war aber kompliziert. Alter, ihr Leid hier, ich kann euch sagen, das macht mich irgendwie irre, wann da steht links und dann dreht sich so andersrum. Aber ist ja egal, was er macht. Ich gucke nochmal auf die Karte. 13, 2, 6, 20. Hat doch gestimmt. Achso, ich kann auch zoomen. Guck mal her. So. 13, 2, 6, 20. Das stimmt doch alles. Normal. Ashley. Bla 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 bla. Okay. 13. 13. Zwei. Sechs. 20. Habe ich vorhin doch A gehabt, mehr oder weniger. Es war halt nicht so einfach. Ja. So. Got it. The Ich safe hab's. is Der unlocked. Tresor ist uff. Ja, danke. Well done, Ashley. Danke, ihr Leid. Ich bin halt einfach gut. Ich bin Panzerknacker 3000. So. Okay, let's see what we have here. Ja, dann gucken wir mal da hin. Ein This Buch is- sehe ich. Oh, Wells Diary. Yes, Tagebuch. a key. Ein Schlüssel. 2 2, um keys, as a genau zu matter of sein. fact. Achso, ja, ich muss gar nicht vorlesen. Now we can get into those locked rooms. Erhalten. Blumenschlüssel. Oh, die Blume, die Blumentür ist die von der Franny. Das ist das Zimmer. Und ein dreiblättriger Klee-Schlüssel. What's Nicht der this Klo-Schlüssel. Ja, das ist das von Wells. Wells must have written it. Gleich mal gucken, hä? 1916. Wir erhalten traurige Nachricht. Zwar haben wir endlich erfahren, wo sich der junge Herr Leonard aufhält, doch es war zu spät.
Er ist durch die Epidemie ums Leben gekommen. Wir nahmen seine beiden Kinder auf. Herr Edward richtete 2 neue Zimmer für seine Enkel ein. Das Zimmer des Goldvogels und das Zimmer des Silbervogels. 1930, 14 Jahre später. Die beiden Jungen sind mir im Nu über den Kopf gewachsen. Thomas geht auf dieselbe Universität wie sein Bruder Henry. Herr Henry, intelligent und kräftig. Herr Thomas, aufrichtig und offen. Herr Edward freut sich wohl am meisten über ihre Entwicklung. Das Problem der Nachfolge ist damit aus der Welt. Ach, der hat gar keine Frage gehabt. Das ist so das, was er gesagt hat, dass seine Frau nirgends zu sehen ist, aber wenn er doch Söhne gehabt hat und so. Der hat gar keine Frage gehabt. Ah. Okay. 1936. Die jungen Herren Henry und Thomas heirateten beide. Was? Ach so. Die haben sich nicht selbst geheiratet. Was 1936 noch was anderes gewesen wäre wie heute. Zumal es... ne, stimmt, das waren, glaube ich, gar keine Brüder, oder? Egal. Wir haben... Ja, egal. Dezember 43. Es kommt, wie ich befürchtete. Herr Henry und Herr Thomas werden in den Krieg geschickt. Shit. Der Krieg hat sich ausgeweitet und sie wurden beide an die Front gerufen. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr sich Herr Edward sorgt. Ich bete inständig dafür, dass den beiden nichts zustößt. September 45. Der Tag der Rückkehr der beiden. Endlich ist er gekommen. Welch übergroße Freude, dass die beiden jungen Herren diesen schrecklichen Krieg überlebt haben. Doch Körper und Geist haben im Krieg Wunden davongetragen. Herr Henry schließt sich im Atelier ein und starrt endlos auf die Gemälde, die er einst erschuf. Tägliche Verrichtungen, sogar das Essen, bereiten ihm große Schwierigkeiten. Herr Edward hat erkannt, dass Hilfe vonnöten ist. Deshalb wird Herr Henry mit seiner Familie auf der Insel bleiben. Nachdem er einige Tage bei uns verbracht hat, ist Herr Thomas in sein Zuhause auf dem Festland zurückgekehrt. Er zeigte die ihm eigene positive Art, doch mir war, als würde sich eine finstere Wolke über ihm befinden. Hoffentlich erholen sich die beiden jungen Herren bald von den Anstrengungen. 46. Herr Edward verfasst sein Testament. 48. Herr Edward erkrankt schwer. Was habe ich nur getan? Hätte ich doch nur niemals diesen Brief geschrieben und sie zurück auf die Insel gebeten. Aber so sehr ich es auch bereue, ich kann es nicht ungeschehen machen. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Doch vielleicht wird eines Tages ein Nachkomme der Familie Edwards seinen Weg hierher finden. Für diesen Fall hinterlasse ich ein paar Blaupausen in meinem Schrank. Ich hoffe, sie werden sich dann als nützlich erweisen. Ich bete dafür, dass die Seelen von Herrn Edward und der anderen ihren ewigen Frieden gefunden haben. Ja. This Mr. Edward must have been your great-grandfather, Dee. Nee, das war schon, das haben wir schon You're geklärt. probably right. Nicht probably, das haben wir schon geklärt. Henry and Thomas. If they were brothers and they were Lawrence's grandchildren, Mhm. Das. Dee, you all right? Oh, er erinnert sich, guck. Karton! Karton. Henry, enough already. What are you trying to say, Thomas? Es ist der gediegenste Streit, den ich je erlebt habe. I just remembered something. Back then, Uncle Henry called my father Thomas. Thomas. Sein Vater heißt Thomas. Das Thomas? weiß ich doch. Also, Your father's name is Thomas. Thomas Dee. Edwards. That's great. You remembered your dad. Freut sich gar nicht drüber. Franny's father is Henry. Dee's father is Thomas. And Henry and Thomas were brothers. They died on this island in the same year. I wonder what happened. Dee looks so upset. He's probably wondering the same thing. So, ihr Leid, es gibt wieder was zu lesen. Moment. Ich will mal gucken, ob da noch was drin ist, ne? Stabile Tresor, die Tür steht Wow. offen. Nein. Ja, das ist das Tagebuch. Nee, ist schon in Ordnung. Okay, es scheint wohl einfach nicht mehr zu geben. Ich guck mal, was er jetzt mitgenommen hat. Ah ja, der Blumenschlüssel, ein Schlüssel mit dem Griff in Blumenform. Die Blüten sind sehr schön herausgearbeitet. Lag im Tresor im Zimmer des Butlers.
Ein goldener Schlüssel mit 3 Blättern, er lag im Tresor im Zimmer des Butlers. Kann das Sinn, wenn das der Schlüssel zu der Franny ihrem Zimmer ist? Ist das vielleicht der Schlüssel zum Zimmer von Dee? Möglich. Ich lese mal kurz die Familienverhältnisse vor. Uiuiui, haben wir mal nicht was zu tun hier. Wo waren wir denn? Da. Leonard, da wissen wir noch gar nichts. Oder Lennart. Also. So, Lennart. Leonard Edward Leonard, Thomas und Henrys Vater. In seinem Tagebuch schreibt Wells, dass Leonard an einer Krankheit gestorben ist. Es muss schrecklich für ihn gewesen sein, seine Kinder zurückzulassen. Er schreibt außerdem, dass sie endlich herausgefunden haben, wo er steckt. Das klingt so, als hätte Leonard die Insel verlassen und nicht gesagt, wo er hingeht. Ich weiß nicht, was Leonard passiert ist, aber Lawrence scheint seine Söhne aufgenommen und gut großgezogen zu haben. Okay. Guck mal her. Henry. Henrys Vater starb, als er noch sehr jung war. Deswegen wuchs er in Thomas im Anwesen auf. In seinem Tagebuch schreibt Wells, dass Henry weise und stark war. Henry war außerdem ein begabter Künstler. Ich wette, Franny war stolz auf ihren Vater. Okay. Thomas Edward. Thomas' Vater starb, als er noch sehr jung war. Er wuchs zusammen mit Henry im Anwesen auf. Durch Wells Tagebuch konnte sich Dee wieder daran erinnern, dass Thomas sein Vater war. Diese Erinnerung schien ihn aber nicht zu freuen. In seinem Tagebuch beschreibt Wells Thomas, ich versuche zum moderne Deutsch auszusprechen, so. In seinem Tagebuch beschreibt Wells Thomas als ehrlich und freundlich. Als Kind war er das bestimmt. Als er nicht mehr im Anwesen gelebt hat und sein Großvater krank wurde, hat er ihn zusammen mit Dee besucht. Er war noch genau so, wie ihn Wells beschrieben hat. So, ich glaube, das war's, oder? So, und das ist der Sohn. Ja, das war's dann erst. Alles klar. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen raus, Stock her. Hey, Ja, das habe ich vorgehabt. Achso, ja, zu Frannys Zimmer. Ja, ihr Zimmer war im ersten Stock, nicht wahr? Ja, war es. So, finde ich gut, dass man in dem Adventure dann doch schon sehr geführt wird. Das finde ich eigentlich halt wirklich gut, ne? So, wir jumpen schnell nuff. Ohne Ladezeite, yeah, baby. So, jetzt pass auf. Das ist ein 2-blättriges Kleeblatt. Das ist das Blümchen. Das ist Frannys Zimmer. Auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit den Blumen. Ach ja, ich muss ja das von Hand, den Schlüssel benutzen, ne? So, dann benutzen wir den Schlüssel da mal. Yes, it opened! Now we can look in Franny's room. Maybe you'll remember something else, Dee? yes. Auf geht's! Nehmen mit euch, ihr zwei. Hübsch. Ja, verdünnisiert er sich wieder. Huh? Dee? Ach, guck mal, da lacht er. This is it, Ashley. This is Franny's room. Ja, das wissen wir. This is where we play together. Na dann. ZL-Kamera? Ach so, die Kamera, du. Ah, ja. Okay. Kiste mit Bauklötzen. Eine Kiste voll mit Bauklötzen. Da drin sind alle möglichen Formen. Haben die Franny gehört? Da ist was unter all den Bauklötzen da? Okay, was mag denn da unter all den Bauklötzen sein? So, ich muss jetzt die Bauklötze einzeln andingsbumsen. Das ist ein Männchen oder sowas. Guck. Oh, so ein Männchen. Holzpuppe. Eine Puppe liegt in einer Kiste für Bauklötze. What's with this Klein doll? aufgerammt. Ja, genau. Its was right ist arm mit is der? missing. Ah, das ist schlecht. Sieht aus wie Franzose. irgendwie. Really? Yeah, I guess it broke off. Oh, Erinnerung. Er hat's kaputt gemacht. Dee, look at this doll.
I just remembered something. What is it? Franny made this doll. Franny hat die Puppe gemacht. Guck mal, das ist so Steh-auf-Puppe, welche, wenn du die umstummst und dann wackelt die wieder hoch so. Wow, she made Das ist this immer cool. herself? Pretty impressive. Mhm. The missing piece must be around here somewhere. I don't think this doll is broken. I think it's supposed to be missing its right arm. Also in seiner Erinnerung hat es aber zwei This is a gehabt. doll of dieses Franny's Hübsche. father. Frannys Vater hat nur einen Arm gehabt? And? And Franny's father was missing his right arm. Really? Okay. Puppe ohne rechten Arm. Okay. Dann komm, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Niedriger Tisch. Als ich klein war, hatte ich auch so einen niedrigen Tisch. Das war toll zum Malen oder zum Vater, Mutter, Kind spielen. Okay. Oh, Teddybär. Oh man, what a cute Was für teddy. ein süßer That was Teddy. Franny's Also, favorite. These ist nicht so, als vintage hätte sie bears are mehrere gehabt. cool. I actually love teddy bears. Suddenly I remembered that night. The one from my dreams. That night, on the table, there was a cake with candles and a bear with a red ribbon. Here you go, Ashley. This is a present from Daddy. Hm. Yeah, that's what Mom said. But Dad wasn't there. Where was he that night? Ashley? What's wrong? Dee, I remembered something too. When I saw the bear, my mom, Your mother? Mhm. yeah. I barely remember anything about her. But sometimes I have this dream. I feel like it ends in the middle though. Like there's more to it. Huh. That reminds me of something Jessica said. She told me that if I meet my dad, I'll also learn about my mom. Is that why you came here to see him? Maybe. Nun gut. Ich dachte, da kann man jetzt Uwe und der hat doch irgendwie. Opala, da komme ich ja gar nicht durch. Uiuiuiui. Sorry, aber. Bin ich vielleicht doof vorbei? Hm, ja, jetzt. Ah, hat nichts gebrungen, ne? Okay. Was haben wir dann da dabei? Ah, das Püppchen, ne? Eine Puppe mit Schnurrbart und ohne rechten Arm. Mit ohne rechter Arm. Der hat einen Appenarm. Franny hat sie gebaut. Das soll ihren Vater darstellen. Komm, wir drehen es mal ein bisschen rum. Na, nicht so. Ich will so drehen. Ja. Okay. Nö, da weiß ich auch nicht genau, was das hier soll. Aber da ist ein Schrank. Ich erst mal den Schrank angeguckt, ne? Der Schrank ist leer. Noch nicht mal Frannys Kleidung ist darin. So, oh, guck mal, Couch. Kindercouch. Cool. Ja, hallo? Sofa? Will ich das nicht irgendwie was dazu sagen? Aber das ist ihr Lieblingssofa. Da liegen Bauklötze und ein Buch drauf. Okay. Was für ein Buch? Das will sie mal nicht sagen. Das ist so Puppe oder so Wägelchen. Oh, Bücher. Bücherregal. Fangen wir mal ohne A, oder? Buch. Das Buch sieht interessant aus. Ich frage mich, ob etwas dahinter ist. Bücherstütze. Nix. Da ist noch ein Buch. Ist sowas dahinter? Noch eine Bücherstütze. Also ich finde, es ist schon ordentlich was dahinter. So. Da, Buch. Ich frage mich, ob was dahinter ist. Oh, nix. Hinter dem Buch ist nix. Ja, aber da ist was dahinter. Jawohl. Ach, guck da. Sehr schön. Komm mal her. Kamera. Da müssen wir Le Fauteuil. Kann ich nicht zoomen? Okay, das geht nicht. Da muss ich jetzt... Ja, das machen wir dann später. Da muss ich aus dem Ding rausgehen.
Ne? Aber grundsätzlich war das schon richtig. Aufsteller. Das Regal ist mit Puppen dekoriert. Ach, guck mal, da ist eine kleine Mama. Hey, Dee, take a look at this doll. It's Franny's. Ach, das soll Franny sein. She made it to look like herself. Ah. So this one is supposed to be Wir Franny. brauchen also noch Pupp. Yes. What's wrong? Is something bothering you? Ja, I da sind remember zwei something Inkerbungen noch Franny drin. said. Dee, these dolls have to be nice to each other. If they get along, then Ach, das ist sie. Die hat gar nicht ihr Papa in der Hand. Deswegen hat alles Püppchen in der Erinnerung vom die 2 EM. Then what? Dann geht ohne die Klappe auf. Sorry. That's Das ist wie all I beim Papa remember. und bei der Mama. Wenn der Papa zu der Mama lieb ist, geht ohne die Klappe auf. Und dann fällt der gleich Brüderchen raus. Oder Schwesterchen. The dolls need to get along? What does that mean? Aha. Schublade, Vertiefung. Guck mal, geh mal an die Schublade dran, ne? Hey. Schublade. Mal sehen, ob ich sie öffnen Ja. kann. Versuch's mal. Nee, geht nicht. Geht nicht auf. Ja, so, Vertiefung. Eine Lücke, in die eine Puppe passen könnte. Könnte man dann doch nehmen. Vielleicht eine Pappe. Vielleicht setze ich die Puppe hier hin. Klack. Puppe von Franny. Ah. Ich habe so das Gefühl, pass auf, dass Franny auf jeden Fall in die Mitte muss, weil das Kind muss immer in die Mitte. Das ist wichtig. So, jetzt pass auf. Puppe eines Mädchens, die Franny selbst gebaut hat. Sie soll Franny darstellen. Sie trägt ein süßes pinkes Kleid. Komm, wir gucken es uns. Jetzt gucken wir uns aber an. Vielleicht ist ja irgendwie was Interessantes. Da unten ist der NFC-Chip drin, oder? So, ich benutze die. Ja, genau. Und hierhin hätte ich gern. Die Pappe. Und wissen warum das Kind immer in die Mitte muss. Damit die ältere englische Fliespiele kennen mit dem Kind. Weil das ist nämlich das Coolste. So. Na, zurück. Ja. Na, sorry, ich wollte eigentlich zurück. Mit der falschen Knopf gedrückt. So, jetzt pass auf. Die letzte Puppe scheint nicht hier zu sein. Vielleicht ist sie in einem anderen Zimmer. Okay, wir wollen aber ein Foto machen. Jawohl. Und zwar von dir da unten. Genau. So. Der abgegriffene Teddybär gescannt. Stimmt doch gar nicht. So, jetzt gucken wir uns an, was wir da gescannt haben. Der abgegriffene Teddybär. Auf diesem alten Anwesen zu leben ist, als wäre man in einer Zeitkapsel. Jedes Zimmer ist von der Zeit unberührt geblieben. Und je mehr ich dieses Zimmer in meinem alltäglichen Leben benutze, desto mehr steigt mein Interesse an antiken Möbeln. Upsala. Wenn ich mir das sorgfältig ausgearbeitete Dekor ansehe, wenn ich die feinen Materialien berühre, die für ihren Bau verwendet wurden, Materialien, die sogar dem Zahn der Zeit widerstanden haben, dann habe ich wohl dasselbe Gefühl von Eleganz und üppigem Lebensstandard, das einst die Familie Edwards verspürt haben muss. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich von Zimmer zu Zimmer wandere, nur um die Möbel zu bewundern. Man könnte fast sagen, ich habe einen Narren an ihnen gefressen. Und doch ist es schwierig für mich, das Kinderzimmer auf der Ostseite im Obergeschoss zu betreten. Wenn ich den verstaubten Teddybären auf dem kleinen Tisch sehe, muss ich sofort an Ashley denken und wie sehr ich sie vor 11 Jahren zurückgelassen habe. Das ist also wirklich von ihrem Vater. Oh, Ashley. Ich möchte dich noch einmal sehen. Ich stelle mir vor, dass du dich nicht immer an mein Gesicht erinnerst. Du warst damals gerade 3 Jahre alt. Ich will das Another fertigstellen und dann mit eigenen Augen sehen, wie du geworden bist. Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit feststecken und nur du kannst mich zurückbringen. Das ist also wirklich von ihrem Vater, wie ich das schon vermutet hatte. Aber noch nicht direkt wusste, so aus Bett angucke. Ein Kinderbett. Sieht ziemlich alt Blanket's aus. color is faded. A little girl used to sleep here a long time ago.
Hey, Sola, Dee, sorry. what was Franny like? Well, I guess she was mostly sweet, but she could be a little sassy. She was real easy to make laugh, but real easy to make cry too. And she was incredibly lonely. Oh, Sorry, ich finde es halt nur faszinierend, wie die halt quasi genau dasselbe sagt wie ich. Ja, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt kann man da das Bett Dingens so gucken. Okay, eine Kinderkommode. Oh, da sind viele Knöpfe dran. Genau. Ey, siehst du, das meine ich mit. Ich finde es super, wie wir beide dasselbe sahen. So. Das war eine Schublade. Nope. So, Kinderkommode. Kinderschreibtisch. Ein kleiner grüner Schreibtisch. Hat Franny hier gelernt? Kann ich schnell an die Schublade dran oder so? Nee, hier nicht. Dann hätten wir hier noch das Sofa. Also, gebraucht wird hier jetzt einfach nur eine Figur. Eine Figürle. Dann würde ich mal sagen... Ah, ne, du hast also auch schon gefunden, ne? So, pass auf, da gehen wir nochmal raus. Wir haben ja jetzt nämlich noch einen Schlüssel gekriegt mit 3 Kleeblätter drauf. Müssen wir mal gucken. Ja, eine Vase, alles klar. Da, den hier. Den Schlüssel haben wir. Ah ja. Ja, okay, Moment, ich mache die Tür auf. Benutzen. Alright. Alles klar, seh so. Dann nix gewinnen. So. Es scheint das Schlafzimmer von Eltern oder so gewesen zu sein. Vielleicht was. does this Du? spark any memories? Nö. This is... Yes, Ach, Ashley. doch. I remember something. Mhm. This room belonged to Franny's parents. Okay, dann gucken wir uns natürlich erst mal genau um. Mich interessiert natürlich der Kamin. Der Schürhaken liegt einfach so herum. Hat jemand vergessen, ihn wegzuräumen? Oh. Wo liegt denn der? Ach, da unten liegt der Schürhaken. Dann nimm den doch. Der Kamin befindet sich nichts außer einem alten Schürhaken. Den werde ich bestimmt brauchen, um irgendwas rauszuangeln. War du gerade noch? Stuhl. Wow, man könnte sich glatt in einem großen Sessel vor dem Kamin sitzen, wie in einem Film. So. Fenster rausgucke. Geht wohl eher nicht. Flaschen und Gläser. Die Flaschen und Gläser sind alle mit Staub bedeckt. Ob man den Inhalt noch trinken kann? Mädel, wer jetzt nicht zum Alkoholiker wäre, wohl. Wenn ja, es ist wohl alter Whisky oder so, der soll wohl gut sein, aber ich würde es halt trotzdem nicht empfehlen. Einfach nicht. So, jetzt pass auf, Leute, Brief. Neben dem Buch liegt ein geöffneter Brief auf dem Tisch. Aber der Ufisser davon natürlich lese. Der Brief ist ganz zerknüllt. Er hat wohl jemanden sehr wütend gemacht. Ja? Ich möchte nicht der Brief sein. Schauen wir mal rein. Sie haben eine Menge Leute damit gegen sich aufgebracht. Die Minenarbeiter können es nicht verstehen und ich auch nicht. Wir haben rund um die Uhr Blut, Schweiß und Tränen für die Lawrence-Mine vergossen. Und was ist der Dank? Wir werden gefeuert und von der Insel gejagt. Der alte Präsident hätte wenigstens versucht, mit uns einen Kompromiss zu finden, wie immer. Aber jetzt kommt da dieser Neue anmarschiert und macht mit nur einem Blatt Papier einfach alles dicht. Wir möchten mit dem neuen Präsidenten reden. Er schuldet uns zumindest eine Erklärung. Robert Martin, Arbeitersprecher. Ein Brief von den Leuten, die in der Mine gearbeitet haben. Wer ist dieser neue Präsident? No. Keine Ahnung. Oh, guck mal, das ist ein kleiner Fernseher. Cool. So, ein kleines Sofa. Dass wir wohl hier alle zusammen gesessen und ferngesehen haben? Das Buch kann ich nicht touchen. Jetzt gucken wir erst mal den Fernseher. Voilà. Ich stehe. Geht natürlich doch hinten dran. Was ich natürlich gucken will. Nicht, dass da noch Vogel ist. So, welche so Origami-Vogel? Alter Fernseher. This is
Dieser Fernseher ist ja uralt. So einen habe ich noch nie gesehen. So, kann man da neben irgendwie? Nee. So irgendwie. Ah, guck mal da hin. Da hin. Ich hab dich gesehen. Du Vogel. Nee, ist schon in Ordnung. Ich brauche die Kamera. Du Vogel, habe ich dich gesehen. So. Gedanken zu meinem Vater. Okay. Zurück. Gedanken zu meinem Vater. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eines Tages Ashley wiedersehe, frage ich mich manchmal, welche Art Vater ich sein sollte. Und in diesen Momenten muss ich immer sofort an meinen eigenen Vater denken, der gestorben ist, als ich 18 war. Er war Importeur und bereiste deswegen die ganze Welt. Sein gesamter Fokus lag auf seiner Arbeit und deswegen war er nur selten zu Hause. Aber eines Tages flog er mit meiner Mutter ganz überraschend nach Südamerika in den Urlaub. Doch ihr Flugzeug stürzte über den Pazifik ab. Und ich habe meine Eltern niemals wiedergesehen. Damals konnte ich nicht verstehen, warum mein Vater sich so gern in seine Arbeit vergrub. Wie kann man nur zu beschäftigt für seine Familie sein? Und eines Tages war er plötzlich einfach weg. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich eigentlich genau wie er. Wenn mein Vater noch leben würde, was würde er mir wohl sagen? Wenn er mich so kopfüber in meiner Forschung vergraben sieht, was würde er von mir denken? So. Moment, ich muss hier am Tisch entlang. Das hier haben wir alles angeguckt. Kleiderständer vielleicht noch nicht. Ja, ich muss den Schrank durchschnusen, ne? So, guck mal da. Eine hübsche Kommode. Kommode mit einem dreiseitigen Spiegel. Okay, kann ich jetzt wieder alle Schubladen einzeln aufmachen hier? Ne, die schon mal nicht. Die da auch nicht. Schublade. Oh, die geht sogar auf. Ach, das ist Püppchen, guck. Puppe einer Frau. In der Schublade ist eine Puppe. Oh. Wie, schau mal, diese Puppe, Ja. die muss... Ja, Rennie hat sie gemacht. Das muss ihre Mutter sein. Erhalten, Puppe einer Frau. Sogar mit Zöpfchen. Oh, da hat noch ein Brief. Das ist aber jetzt nur der Umschlag, oder? Lieber Henry, das ist mein Abschiedsbrief. Nachdem du nicht nur deinen geliebten Großvater, sondern auch andere deiner Lieben in solch kurzer Zeit verloren hast, bist du in solch großer Trauer versunken, die ich wohl kaum nachzufühlen vermag. Ich hatte geglaubt, dass Rennie und ich dein Herz heilen könnten, aber du hast dich sehr verändert, seitdem du dich im Zimmer des Silbervogels abgeschottet hast. Ich habe gesehen, wie du den Sprossschlüssel in den Brunnen geworfen hast. Jeden Tag verbringst du allein mit einer Flasche Alkohol in deinem Zimmer, in Furcht vor unbekannten Mächten. Du wirkst, als hättest du deinen Lebenswillen verloren. Selbst Franny beunruhigt es sehr, dass du so lange keinen Stift oder Pinsel mehr in die Hand genommen hast. Und dennoch weigerst du dich, das Zimmer zu verlassen. Der Mann, den ich einst kannte, ist nicht mehr da, Henry. Franny und ich werden die Insel verlassen. Ich werde nie vergessen, wie sehr ich dich geliebt habe. Marie. Who's Marie? Franny's mama. Oh, Why do you look so sad? well, this is a goodbye letter. I don't know what happened between her mom and dad, but I'm sure Franny wanted them all to stay together. That's why I'm sad. Ashley. So, wir haben jetzt aber rausgefunden, dass im Brunnen ein Schlüssel liegt. Dieses Bett ist ja riesig, da passen locker 2 Leute rein. Es stimmt, die haben... Das ist gar kein Doppel, also schon, aber... Hä? Wieso sind die 2 Betten, wo 2 Leute... Das Bett ist ordentlich gemacht, wurde aber offensichtlich seit langer Zeit nicht benutzt. Eine Anrichte. War jemand gerade dabei, das zu lesen? Wie lange liegt es wohl schon hier? Es wirkt, als wäre die Zeit hier mehrere Jahrzehnte stehen geblieben. Ja, was wollte er dann lesen? Achso, die Bücher. Die Bücher wollte er lesen. In der Anrichte sind Bücher, ein Krug und 2 Tassen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Oh, da ist ein Bücherregal. Das sind eine Menge Bücher, aber sie sehen alle kompliziert und langweilig aus. Okay. Dann würde ich mal sagen,
Wir haben hier im Raum wahrscheinlich alles. Der runde Tisch, waren wir doch schon? Der Schürhake ist egal. Ich wollte an den Kleiderständer gehen. Nö, ist nix. Moment, ich gehe kurz checke. Ich glaube, wir haben eine neue, genau, die Marie. Das ist die Mama von Franny, da oben. Marie Edward. Im Schlafzimmer von Frannys Eltern haben wir Maries Abschiedsbrief an Henry gefunden. Nach Lawrence' Tod scheint sich Henry sehr verändert zu haben. Marie schaffte es nicht, seine Stimmung zu heben. Sie hat die Insel wahrscheinlich für Franny verlassen. Muss schwer für sie alle gewesen sein, sich so zu trennen, obwohl sie eine Familie waren. Ja, hat sie die Franny mitgenommen? Sie hat die Insel wahrscheinlich für Franny verlassen. Da gehe ich mal davon aus, dass sie Franny mitgenommen hat. Weiß ich aber auch nicht genau, ne? Okay. Was haben wir dann mitgenommen? Maries Brief. Brief von Frannys Mutter Marie. Darin schreibt sie, wie sich Henry im Zimmer des Silbervogels abgeschottet hat und sie sich dazu entschloss, ihn zu verlassen. Ansehen. Komm, wir drehen den Brief natürlich rum. Geht nicht. Auch dies ein eindimensionaler Brief. Da hätten wir noch die Puppe einer Frau, die Franny selbst gebaut hat. Sie trägt ein gepunktetes Kleid. Sie soll wohl Frannys Mutter darstellen. Also sie hat höchstwahrscheinlich Franny mitgenommen, weil, wenn die weiß, dass das die Mutter von Franny ist, dann hat die Marie schon gesehen. Dann hat die Marie schon gesehen. Also entweder sind sie, nachdem der Ding zu Besuch war, die mit seinem Vater, ist dann die Mutter von der Marie gegangen. Oder die Mutter von der Marie, Quatsch, von der Franny. Oder hat halt die Mutter einfach die Franny mitgenommen, was ich halt denke, weil es ist halt, ne, du lässt dein Kind nicht, also, ja, denke ich mal. So, wir müssen da hin, dahin, gell? Ne, ich will das da oben. Bücherregal. So, da oben, das will ich haben, so. Aufsteller für Puppen, genau. Sichter, wie ich gesagt habe, ne? Die Frage ist jetzt halt, ob die Mutter links oder rechts hinkommt oder ob das einen Unterschied macht. Ich glaube, ich setze die Puppe hier hin, ne? Mal überlegen. Sichter? Funktioniert. Sie ist auf. Yeah. Das muss sie damit gemeint haben, dass die Puppen sich gut verstehen müssen. Ich frage mich, was da drin ist. And in here we Und have hier drinnen haben wir a key. einen Schlüssel und hoppala, einen Sprossschlüssel. I wonder which room this key Ich is frage mich, for. für welches Zimmer dieser Schlüssel wohl ist. Achso, ja. Was ist das? Das ist eine Schleife, die Franny geliebt hat. Kann ich die nicht mitnehmen? Also ich will eine ausgeblichene Schleife. Ach so, das ist halt einfach, ja, eine Schleife. Den da hatte man, ja, den hatte man schon, gell, ja. Okay. So, ein Sprossschlüssel. Gucken wir genau, was der macht. Sprossschlüssel. Goldener Schlüssel mit 2 Blättern. Er ist leichter als die anderen Schlüssel. Er war auf Frannys Bücherregal. So. Dann gehen wir mal in die Sprosstüre reingucken. Würde ich mal behaupten. Die war die nicht da unten? Ja, das, guck. Auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit einem goldenen Spross im Schnabel zu sehen. So, dann gucken wir mal. Oh, ich habe den Blumenschlüssel noch. Wie, ich habe die alle noch, die Schlüssel? Ich mein, ja klar, ich mein, man kann durchaus eine Tür aufschließen, ohne dass man eine Stecke lassen muss. Aber interessant ist es schon. Vielleicht brauche ich die dann irgendwann. So, wo sind wir dann hier jetzt? Sieht ein bisschen wie Arbeitszimmer aus und das ist ein Rätsel. Oha, da sind Noten drauf, fast Klavier, glaube ich. Not here either. Hier auch Where could nicht. you Ja, be, stimmt, Jessica? Missouri, eigentlich die Jessie. So. Komm, ich gehe mal gleich hier an die Wand, Bücherregal. Wow, in diesem Regal stehen so viele Bücher.
Wie lange würde es wohl dauern, die alle zu lesen? Kommt drauf an, wie gut das Fernsehprogramm ist. In Bücherregalen befinden sich Bücher verschiedenster Genre. Früher habe ich immer Genre gesagt. Genres. Das ist ein eleganter Tisch. Ein netter Tisch und er ist nach all der Zeit nicht mal kaputt oder so. Jemand hat hier ein Buch offen liegen lassen. Wollte der da was nachschlagen? Ja, dann guck doch mal hin. Bin ich doch vorbei? Ja. Also, scheinbar nicht. Okay. Gut, die Aufruf halte ihr leid. Mir suche auch wieder deine Origami. Ne Oregano-Kranich. So, Tisch. Dieser Marmortisch sieht teuer aus. Er fühlt sich kühler, wenn man ihn berührt. Ja. Wahrscheinlich ist es Marmor. Eine Schreibtischlampe. Der Lampenschirm ist ganz ausgeblichen. Der Fuß ist auch ganz schmutzig. Welche Farbe sie wohl mal hatte. Sorry. Oh, guck mal, da ist ein Feder, alter Schwede. Oh, cool, ein Federkiel. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das wird nichts. Alles vertrocknet und verklumpt. So kann ich nichts schreiben. Vielleicht noch was? Was macht denn der Dido? Der tut einfach rumschweben. Okay. Der da Ofen. In der Oferin. Guck, oh, das ist noch. Alter, was ist denn das für ein Riese? Moment. Gemälde eines Vogels. It's a hummingbird. Ah, ein Kolibri. Okay. It's crooked. Irgendwie This schief. bothers me to no end. Dann mach's halt gerade und dann macht's klack. Pass auf. Klack. War doch klar, oder? This is sheet music, isn't it? Ja, so schlimm ist die Musik jetzt auch wieder nicht. Why was it hidden behind a painting? Sheet. The painting is of this bird. Ah! Erinnert er sich gerade, wie man Musik macht? Nee, das ist das, was die gespielt hat. Das ist schon Did klar. you know Auf die there's a Idee bin ich puzzle selber hidden gekommen. in this sheet music? Oh. If you solve the puzzle and play the music, you'll get to see the piano's secret. Das Puzzle ist, dass es auf dem Kopf steht. I just remembered something. This is the sheet music Franny played on the piano. Mhm. Oh, really? I wonder if I'd be able to play it. You can Kannst du play? lesen? Yeah, I practice on a school piano once in a while. Will you try playing this song? I'll give it a shot. Maybe it'll help jog some more memories. Franny told me there's a puzzle hidden in this sheet music. I wonder what it could be. Weiß ich nicht. Halt ein Notenblatt. So. Okay, jetzt hängt zumindest mal der Kolibri wieder gerade. Guck mal, guck nochmal. An der Wand hängt ein Bild eines Kolibris. Schön. Ah, ich kann da noch ein bisschen irgendwie. Ah, guck mal da. Notenlinien. What's this? Was tun die denn hier? Da mache ich jetzt ein Foto davon. Guck. Foto aufnehmen. Weil 100 Pro ist es so, dass man die Bilder dann übereinander legen muss. Weil, also dass man Sachen übereinander legen kann, das weiß ich. So, jetzt pass auf. So. Also das sage ich da einfach nur, dass man ein Foto hat, ne? So, jetzt haben wir ein Album her, ne? So, übereinander legen. Ja, aber das geht nicht. Das geht nur mit der Sheet Music, okay. Naja. Löschen, übereinanderlegen, ansehen. Zurück. Komm, wir gucken uns mal. Das ist so ein anderes Menü. So. Hier in diesem Menü ist die Sheet Music. Noten für ein Lied, das die mag. Ich habe sie im Zimmer des Goldvogels gefunden. Es scheint aber nicht komplett zu sein. Ansehen. Na, so ein Zufall. Guck mal, da fehlt genau eine Linie. Schlagsafe, was könnte man denn da machen? Huh?
Die Noten sehen hier ganz komisch aus. Ganz leer, ohne Noten oder Pausen. Wieso? Wenn du keine Note drauf sind, dann ist das eine ähnliche Pause. Du darfst 4 Viertel lang Pause machen. Oh. Stimmt. Das ist die einzige Stelle ohne Einträge. Notenblatt. Frag mich, warum der Vogel aus dem Zimmer des Goldvogels hier abgebildet ist. Ah, ich bewegen. Also, ich kann mir vorstellen, was ich machen muss. Ich tue mal X drücke. Ah, habe ich schon gerade gemacht, ne? Ich benutze es mal, ne? Aber das kann man hier nicht benutzen, ne? So, ihr Leid, also pass auf. Ich glaube nämlich, dass das Rätsel so verläuft, dass man das dann ans Klavier stellt, das Blatt, und dann ein Foto macht und dann die 2 Fotos übereinander lädt. Tisch. Sofa haben wir noch nicht geguckt. Stehbequemes Sofa. Was für ein schönes Sofa, so groß und gemütlich. Aber zum Fernsehen ist es wohl nicht so toll. Ja, zumindest nicht bei dem Mini-Fernseher. Der ist ja schon Hardcore. Wo ist denn der Einschaltknopf? Hat das Ding eine Fernbedienung? Das glaube ich nicht. Ich meine, es gab welche mit Fernbedienung ganz, ganz früh, aber die waren mit Kabelfernbedienung. Ja, und der sieht mir nicht. Also, das ist ja. Und hat sich ein Bild von ihm gebrennt. Haben sie Pac-Man gespielt oder was? So. Gehen jetzt aber alle hoch. Ah, guck mal da. Oh, da ist noch ein neues Bild von Franny. Oh. Ist das ein Bild von Franny? Das ist eine Serie, das gibt's im Atelier. Schon komisch, wenn man sich überlegt, dass sie und die vor all diesen Jahren Freunde waren. Ich glaube, dass er auch ein bisschen eifersüchtig ist. Der Krug ist total verdreckt. Hat wohl schon eine ganze Weile Staub gesammelt. Der Teller da, der ist da egal. Okay, komm mal her. Wir gucken jetzt mal den Schrank da an. Erster Schrank. Schrank bitte. Dieser Schrank wurde komplett ausgeräumt. Ha. Hier sind verschiedene Sorten Alkohol aus der ganzen Welt. Aha. Kerzenhalter. Oh, ich habe ein Feuerzeug. Kerzenhalter neben dem Bett. Hat man sowas früher als Lichtquelle genommen? Ich hätte viel zu viel Angst vor offenem Feuer neben meinem Bett, ja. Das will ich schon machen. So, pass auf, ich probiere mal. Ich habe hier auch Feuerzeug. Ich probiere das mal zu benutzen. Kann man hier nicht benutzen. Das wäre zu logisch, ne? Oh ja, das Bett. Aus der Nähe betrachtet, ganz schön staubig. Eigentlich auch logisch. Aha. Guck mal, was ich gefunden habe. Zap, zarab. Ne, ich will erst mal ein Foto machen. Und zwar von dir hier. Komm. Jawohl. So, Scan erfolgreich. 6 Kolibris. Da. Kolibris. Ob bei Türklopfern, Geschirr, Bildern oder den Skulpturen im Springbrunnen, das Motiv des Kolibris durchzieht das gesamte Anwesen. Die vielen Kolibri-Verzierungen deuten darauf hin, dass Lawrence stark auf diese Vögel fixiert gewesen sein muss. Kolibris können Symbol der Heilung und Liebe sein und sind anscheinend auch ein populäres Motiv bei den indigenen Völkern Amerikas. Ich halte es für möglich, dass Lawrence die Kolibris überall auf dem Anwesen untergebracht hat, um seine Einsamkeit erträglicher zu machen. Das erinnert mich an etwas, das mir Sayoko erzählt hat. In Japan stehen Kraniche für Glück. Designs mit diesem Vogel sind recht beliebt. Wenn man sich jedoch etwas wünscht, verwendet man dafür gern Origami-Kraniche, ohne jedoch. Sorry, ich soll den Satz nochmal vorlesen. Wenn man sich etwas wünscht, verwendet man dafür gern Origami-Kraniche. Und gerade diejenigen, die sich Frieden oder eine schnelle Genesung wünschen, falten diese Kraniche oft in großen Mengen. Friede oder Gesundheit. So. Vielleicht sind die ganzen Kolibris Ausdruck von Lawrence' Wunsch nach Frieden in seinem Leben. Sayoko hat mir vor langer Zeit beigebracht, wie man Origami-Kraniche faltet. Vielleicht sollte ich ein paar machen und sie in der Villa verteilen, als Ausdruck des Wunsches, dass die Verstorbenen in Frieden ruhen mögen. Okay. So. Ich glaube, damit ist dieses Zimmer leer. Ja, doch, dürfte ziemlich leer sein. Also wir haben jetzt das Noteblatt gefunden. So, dann würde ich jetzt nämlich, also ich gucke mir jetzt erstmal den neuen Eintrag an über die Franny. Gab es ein kleines Update, aber eigentlich nur das Bild, was jetzt besser aussieht. Ne? So, aber ich mag den roten Punkt nicht, wissen wir. Wir gehen jetzt ins Klavierzimmerchen. Das Klavierzimmerchen war irgendwie zu erreichen. Ja, komm, wir gehen so rum, oder? So, ich glaube, da runter ins Foyer.
Genau. Wir hätten jetzt auf der anderen Seite die Treppe runtergehen können und dann ganz nur hinrennen. Und dann wäre ich da hingekommen. Aber das ist nicht nötig, weil wir können das nämlich so machen. Und zwar da. Das dürfte das Klavierzimmer sein, das Salon. Salon. Shalom, Friede, El Shalom, El Friede. So, den Kranich haben wir schon. So, dann würde ich nämlich sagen, hoppala, gehe ich da hoch. Okay, dann ich muss wohl, stimmt, ich muss so drauf gehen und dann, ja, ein alter Flügel, schon klar. So, Notenstände, auf denen man Notenblätter legen kann. Dann tun wir da mal ein Notenblatt drauflegen, ungefähr so. Zack. Okay. Und jetzt machen wir ein Foto davon. So. Ne? Foto gemacht. Und jetzt pass auf. Jetzt gehe ich in mein Album und lege das da. Ne, wie geht das? Übereinander legen. Das da über das da. Ich hätte es gern anders darum. Warte mal. Drehen, Zoom, Foto, bewegen. Yeah. Ah, so. Ich musste nur quasi so genau übereinander legen. Die passen perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch übertragen. Kritzel, kritzel, kritzel. Denke ich mal. Also, dass sie das jetzt macht. Ja. All right. Ich weiß, okay, ich wollte gerade sagen, hoffentlich muss ich die jetzt nicht hinschreiben. Und schau mal, ein Problem. Da kommt nämlich dann eine Kakophonie raus mit Betonung auf Kakao. Ich versuche es niederzuschreiben. Kratzel, kratzel, Ja. kratzel, kratzel, kratzel. Fertig. Und jetzt spiele ich es mal. Bitte, bitte spiel's automatisch. Total you can do nervös. Gib dein Bestes. Du schaffst das schon. Gut, dann wollen wir mal. Oh, shit. Ihr Leid. Ich weine. Okay, ich muss anscheinend nur 2, 4. Okay, pass auf, wacht. Also das erste ist C, D, E. Das erste ist F. Alter Schwede. Ich kann das nicht. Ja, okay, okay, pass auf, loslegen. Okay. Ich verstehe. Okay, das ist ja eigentlich einfach. X. Sorry. Wie, du hast doch gesagt, X. Ach so, das soll ich die zusammen? Also das eine ist in die Hand, das an der anderen Hand oder was? Okay, noch einmal. Loslegen. X, B, A, X, Y, A, X, B. Gut. Huh? Ashley, did you hear that? Mensch, die Musik Sounds oder like dass it da was triggered runtergefallen ist? something. Let's Irgendwas look wurde around. ausgelöst, okay. So, ihr Leid. Mein Gott, ne, hab ich aber Angst gehabt, dass ich da jetzt so richtig die richtige Taste, welches so, also Note lese so mit Abzähle hätte ich vielleicht gerade noch hingekriegt, aber dann die richtige Taste auf dem Klavier finde, das wäre nicht gegangen. Glück gehabt, muss ich nicht machen. So ist was rausgefallen.
Ey, es ist Wahnsinn, oder? Erst ist es ein Klavier, dann ist es ein Piano, jetzt ist es ein Flügel. Okay. Ihr Leid, das war's für heute. Dieses krasse Rätsel haben wir locker gelöst, oder? Morgen machen wir hier weiter. Und dann gucken wir, was das Piano, Klavier, Flügel, Falle gelöst hat. Dann sage ich mal, bis morgen, ihr Leid. Hopp, tschö.